haut 29. Sonntag am Joreskreis, zugleich Weltmission Sonntag, begräßen sich aus der Kirche von Stehen, mewer drauf Unheit Sondesmass. Et sangen Stehener Sängerfen, Dirigent aus den Lucien Steffen, Organistin Marie-José Wirtchen. Sie spielt als Entree Sonata in F vom Bayamonti. Duno Sangemar, Christ aujourd'hui vom Wackenheim, Kyrie vom Rüdiger, Le Pain vom Colombier, Heilig vom Graal, Jesus Christ von Thésée, an als Schlusslied Geh unter der Gnade vom Siebald. Durchel spielt als Sorti Jesus Christ, You Are My Life vom Bert Sola. Bei mir assistiert den Diakon Michel Bingen.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu stehen an der Kirche, a leif alle Gur, die da iwwer Medien ma dais verbunden sieht. Mat ganzem Herz zu summen Firun, da das de Motto vom Weltmissionssonntag, den wir haut feiern. An so gimmer haut opgeruf durch eist Gebet, eist Spenden, an eist Interesse für die Jungkirchen op denen andere Kontinenter, dazu beizudrohen, dass das Evangelium kann weltweit weiter gerecht gehen. Nu könnt ihr jo soen, kiert für unter eigener Dir. Gewiss, mat ganzem Herz zu summe Firun, die Devis gilt an erster Stelle für eis selber. Wir sollen eis nicht decouragieren lassen, eis Begeisterung für den Jesus oplieven lassen, am mat anderen delen. An so weisen, dass der christliche Glauben auch an der Zukunft eng wichtig Steib an eisem Leben ass. Dazu will man eis haut Kraft an einen neuen Impuls vom Herrgott selber schenken lassen. An für allererst lo an eiser Schwachheit a Sündigkeit eis singem Erbarmen uvertrauen. Mit ganzem Herz zu summen Firun. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld nolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sende Arbeiter in deine Ernte, damit sie der ganzen Schöpfung das Evangelium verkünden.
Sammle dein Volk durch das Wort des Lebens und stärke es durch die Kraft des Sakramentes, damit es auf dem Weg des Heiles voranschreitet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater und in Jesus Christus, dem Herrn ist. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch, nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gitt dem Käser dat, wat dem Käser zusteht, a gitt dem Herrgott dat, wat dem Herrgott zusteht. Den Herr sieft mat Dich aus dem heiligen Evangelium no Matthäus. Pharisäer sind ze Summe kom an hunn ënneren Ebroden, wie se dem Jesus mat zinger egene Wider eng Fällstelle kenten. Sie hunn je Jünger ze Summe mat dem Herodes senge Leiit bei hier gescheckt an déi soten: Meester, mir wëssen, dass du touricht sees, an dass du Leid dem Herrgott sei weh, da woricht no leiers, an dass du dich für keinem beabflusse leis, weilst du unparteiisch pass. Dafür so als Ding Meinung, als da lebt, dem Käser Steuern zu bezahlen oder nicht. Die Jesus aber hat hier Niederträchtigkeit durchguckt, also für wat stellt ihr mich auf Prof, die Heuchler. Weist mir die Mensch, mit der dir Steuer bezahlt. Sie hun ihm eng Solvermünz gerecht. Du sot hin zu hinnen. Wiem sein Bild, a wiem sing Obschrift aus der Datei. Dem Käser singen hun sie geantwort. Dorops hin, sot hin zu hinnen. Da geht dem Käser dat, wat dem Käser zusteht, a geht dem Herrgott dat, wat dem Herrgott zusteht. Evangelium von unser Herr Jesus Christus. Liebschwestern und Brüder, et gi frohe Gestalt, die gi Gestalt, weil ihr vom Vis-à-vis gering Antwort hat. Das ist ja normal.
Et gëtt awer och Froen, die ge Gestalt fir dem anderen eng anzureiwen, fir hien heranzulehen, fir bei him eng bläst opzedecken, sichtbar zu machen, jo fir hien bloßzustellen. Dat gëtt haut, an so as doch am Evangelium vun haut. Pharisäer, dat sind déi am jüdische Volk, die ganz gene fir d'Anhalen vun de Regeln, Gesetzer a Geboter astin. Des Pharisäer tritten und de Jesus run mat so enger froh. Meester, wéi aset dann? Aset erlaubt, dem Käser Steuern zu bezuelen oder net? Da de muss Steuere bezuelen, as wie eis gur kein froh. Och van Diskussion iwwerteicht vun de Steuern, respektiv eng potenziell Steuerreform an der Politik konstant eng froh ass, Orlonomwahlkampf sowie Firumwahlkampf. Ob en awer Steuere bezuele muss oder net, an der froh lucht demols zur Zeit vum Jesus besonnech viel Zündstoff. Für viel war dat eng Gewissensentschädung, vielleicht sogar eng Glavensfroh. Für wat? Wann de glewische Jud dem römische Käser Steuere bezuelt huet, hueten hien domat ipso facto als irwischten, politischen, an reliesen Herr unerkannt, an dem höchsten Respekt gold. Weil op de Münzen, die als Steuer bezuelt goufen, stund geschrieben, nief dem Kap vom Käser, Tiberius, römische Käser, jung vom göttlichen Augustus. Viele Juden sind demals an einen inneren Konflikt geraten, ob sie sollten oder nicht, iwwer DW de Käser als höchsten Gott unerkennen. Wenn den aber seg Steuern nicht bezuelt huet, huet den, wie könnte da nicht sinn, Probleme mit der Besatzungsmacht krit, weil Trämer hat die Palästina okkupiert. Die Pharisäer am Evangelium schleimen sich also unter Jesus herun. Letztlich aber willen sie ihm eng Fall stellen. Froh, die sie ihm stellen. Also erlaubt, ja oder nee, dem Käser Steuern zu bezuelen. Dat heißt, den Okkupant, trämisch Imperium, dat Palästina geschlickt hat, zu unterstützen oder nicht. Natürlich nicht, wird die Antwort gewirrscht, die sie gern gehabt hätten. Mir grad das Antwort wird für sie Grund genug gewirrscht, für die Jesus dann, wenn's Steuerhanerziehung unzuklohen. Selbstverständlich muss er Steuern bezuelen. Hätten sie so geantwortet, dann hätten sie ihm in der Nuss gerieben, du bist geint dat jüdischt Volk, dat vun de Römer besat ass. Du bist net dabei ser seit. Packt deiers mat denen ungläubigen römischen Eroberer, eise Feinden, die als Land geholl a besat hun. Du mat leifren, feieren sie de Jesus an ein Dilemma, wo et normalerweise kein Issue gëtt. Wie sollen du sei Kap aus der Schling ziehen? Giffen Nesoen, wäre de Steuerverweigerer an de Revoluzer, krechen net ze din mat de römischen Instanzen. An dem Fall misste mat de Konsequenzen rechnen. Giffe Josoen wären als Matlefer, als Opportunist, Konformist verschrien, kriet net mat zingen egenen Zeitgenossen, die geint die römisch Besatzung wären, ze din. So oder so, hier sitzt töchte still. Hier gerät an Millen, sie wird von der römischen politischen Machthaber, sie wird von der jüdischen Glaubensautoritäten. Ma de Jesus durchguckt natürlich hier beis Absichten. Et war kein ehrliches Gespräch, das sie angefangen hatten, und noch keine sachgerechte Diskussion, die sie wollten. An de Jesus hat doch keine Lust, sich an die zeitgenössischen Streitereien, wo seine Landsleute heranziehen zu lassen. Froh war allerdings, wie aus der Fall herauskommen. Hier mischt dat op eng genial Art erweis, an dem sind sowohl der Staat wie auch die Religion an Pflicht hält. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Domat möchte Jesus mo für allererst einen Unterschied zwischen der weltlicher Macht an der himmlischer Macht. Mit dieser Antwort erkennt ihn dass es zwei verschiedene Sphären gibt, die miteinander koexistieren. Egal wie getrennt oder kooperativ sie zusammen funktionieren. Die weltliche Autorität symbolisiert durch den Kaiser, an die himmlische Autorität, die von Gott kommt. Das zwei sollte nicht vermischt gehen.
Jedereen soll seng Platz am Leben vun der Gesellschaft fannen. Och Kirch huet do hier Platz, och was hautner well ger ausgeschloss oder an der Gesellschaft ignoriert gëtt. Die clever Antwort, die de Jesus gëtt, ass eng meester Leistung vu Weisheit. Beit de Staat an Religion und Recht Forderungen zu stellen. Beit hun awer auch Pflicht, sich und Geboter, giwe Sohn und öffentlich Ordnung zu halen. Der Papst Franziskus schreibt a senger Enzyklika Fratelli Tutti. Et geht net drum zur Revolution opzurufen, me all Politiker, all Machthaber, jo all Mënsche gutes Wölz sie gefordert durch hier Gesetzgebung für universal Geschwisterlichkeit a für sozial Freundschaft zu sorgen. Weil all Mensch, egal aus wat für engem Land, wo wat für enger Rass oder Religion, huet eng gottgeschenkten Dignität, die all Politik von der Welt zu respektieren huet. Nëmmene so gimmer auch dem Herrgott dat, wat ihm zusteht. Leval gu, de Fall, die sie dem Jesus gestalt tun, du fallen sie selber dran. De Jesus verstehst mat senger rüseierter Gege froh, an der bedeckter Reaktion vu senge Gegner, die ziemlich sehr kuschen, weder geint die römische Gesetzgebung nach verletzte jüdisch Sensibilitäten. Sing Aussage geht an des Richtung, an dat gilt bis haut. Auch der religiöse Mensch huet d'Ordnung an Gesetzer vom Staat zu respektieren. An diesem Sinn auch dem Käser zu gehen, wat ihm zusteht. Weil auch Politik huet hier egen Dignität. An Politiker nimmen der Ruf machen, wie taut ger geschieht, wie sicher unfair. Politik als eng schwer an nobel Aufgab am Dienst vun den Matbierger. Mit Jesus stellt eng brisant froh us eng Interlokuteuren, wat senger zweiter Antwort, gebt Gott, was Gottes ist. Wie steht ma dich selber an ihrer Beziehung zu Gott? Das die froh, die als die berühmten Gretchenfrage konkret an Goethe singem Faust, an Literatur, an als gefliegelt Wort an ein Spruch ergangen ass, wo Gretchen sei geleefte Faust fried, Heinrich, wie hast du es mit der Religion? Jo leef mat Christen, wie humieret mat der Religion? Wie hast du et mat der Religion? Wat bedeit ze für dich? Wer das se dir wert? De Jesus erinnert euch sei und Pflicht, dem Herrgott zu ginn, wat ihm zusteht. Das Pflicht als am Mittelpunkt von eisem Glauben. Wir sollten uns nicht exklusiv damit beschäftigen, was an unserer irdischer Welt so auflebt, wie auch eisem himmlische Pap dazu gestohlen, was hier verdient. Das bedeutet, dass wir an eisem Leben, an all eisen Aktivitäten Gott an den Glauben nicht aus den Augen verlieren. Jo, wenn wir es wirklich ehrlich an die Verzichtmengen so gut an den Mittelpunkt stellen. Wat Kaffee eis also die Botschaft vom Evangelium von diesem Sonntag sinn. Et erinnert eis und Wichtigkeit vom Respekt für die Staatsautoritäten, an vom Glauben u Gott. Et erinnert eis auch und eis Verantwortung als Christen, eis am tagtäglichen Leben an eiser Gesellschaft anzusetzen, a positiv zu wirken. Eise Glauben motiviert eis jo net nimmen an eiser Relation mit Gott zu wursen, mir auch mit all den anderen Matmenschen, die mir auf diesem Weg begegnen. Sie gildet gern zu hun, zu beurchten, an hinnen zu helfen. Man nicht als Christen Mission als Werte an Handlungen zu Ehre vor Gott, auf für die Menschen, für das Ehnt, auf für das Anert anzubringen. Liebe Brüder und Schwestern, probieren wir die richtige Balance zwischen unserer weltlichen Verantwortung an unserem religiösen Glauben zu finden, als je nachdem zu ajustieren. An dem Sinn, gibt dem Käser, was dem Käser zusteht, gibt dem Herrgott, was dem Herrgott zusteht. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Herrgott, et ass an dengem Sinn, dat jidereen dat krit, wat ihm zusteht. Dofir biede mir dich. Für all glewech Mönchen, dat sie ein Platz hun, wo sie ihre Glauben an der Gemeinschaft feiern können, an dat sie ihre Glaube respektiert gehen. Herrgott, heir es. Für all Mönch, den an einem Erbesverhältnis steht oder noch nur erbischt sicht, dat er gerecht behandelt an echt geholget. Herrgott, heir es. Für all Mönch, die schlecht drunners, sie wird durch Krankheit, wennst enger Behinderung, durch den Verlust von seinem gewinnten Umfeld oder nach einer schwierigen Situationen muss meistern, dat ihm ob ein engagiert, leif und menschlich Weise geholfen wird. Herrgott, heir es. Für uns Kanner, dat sie an diesen unruhigen Zeiten vu stärken Erwussenen im Sucht a begleet gin, der ihnen Geborgenheit auf Friede schenken. Herrgott, heir es. Für all eus Verstorben und die mir eus mat Leif an Dankbarkeit erinnern, an die mir Dingem Licht vertrauen, dat sie bei dir Gnot auf Friede fannen. Herrgott, heir es. Herrgott, du bist den Herr iwer Himmel an Erd. Et gött kein anderen, so weißt du. Wir halen und eusem Glaube fast, und wir löwen dich. Zusammen mit Jesus, eusem Bruder und Herr. Amen. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich als Lösegeld für alle hingegeben. Mache dein Wort wahr, dass alle Völker vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang durch ihn deinen Namen preisen und dir überall das eine Opfer darbringen werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist ein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Domine
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Leib, Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache unser Wimmer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir bitten an dieser Maß speziell für den Armer Händel. Nimm sie alle auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. An ze Summe mat alle Christen vun der ganzer Welt, besonders auch denen von den jungen Kirchen an den verschiedenen Kontinenten, weil wir so beten, wie Jesus Christus selber eis gelehrt huet. Eise, Pap am Himmel, dein Name wird geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns haut als täglich Brot, auf Verzeihen sei Schuld, denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, wie mar eis frei vom Bösen. Weil dein das Reich an Urcht an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und in deinem Geist. Geht ich in den Männern und Zeichen vom Herrgottigen Frieden. So
Guckt a gleeft, heiers Lamm Gottes, dat Sünde vun der Welt ewächelt. Herr, ich sinnet fährt, dat de bei mich kennst, me sonnem Wut am eng Seel get gesund. Geht zu allen Völkern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung, das wir empfangen haben, nähre uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben beständiges Wachstum. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.